Ebene 83. Grün, grün und noch viel mehr grün. Tja, vorne kaum noch zu fassen, aber es sind immer noch 17 Ebenen, bis wir ganz oben sind. Wow, what a view. Safe Zone. Sehr stimmt, Kirito macht seine Schläfchen eigentlich immer in einer sicheren Zone. Just kidding. Ja, das wollen wir bloß verarschen. Warum ist Leaf dabei? Ah, stimmt, war wegen irgendeiner Sidequest. Ich weiß gar nicht mehr welche. Aber ist ja auch egal, nicht wahr? So, Kamera verzieht sich wieder nach unten. Warum? Ich habe keinen Plan. Wo ist Sword Skill, Kirito? Yo. Ja, Leute, Sword Online Re-Holo-Fragment. Eines der SAO-Spiele, das bahnbrechend ist in seiner Art und Weise, wenn man so will. Es ist ja auch eines, ich sage jetzt mal, eigentlich das erste SAO-Spiel der, wie soll man sagen, der Holo-Area oder so, keine Ahnung. Also Holo-Area der Holo-Storyline. Okay, der Wald scheint ziemlich tief zu sein. Wir müssen vorsichtig sein, nicht, dass wir noch irgendwie verloren gehen. Genau, da vorne ist irgendetwas. Ich glaube, das Wasser geht das mit Liefer, oder? Kann das sein? Egal. Ich wollte noch gar nicht hier hin. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Eben Re-Holo-Fragment gehört ja, beziehungsweise ist ja eigentlich der Start der sogenannten Holo-Storyline. Beziehungsweise der Storyline, die halt alternativ zur eigentlichen Storyline von SAO passiert. Das sind, glaube ich, irgendwie all die Spiele so damit betitelt worden, oder? Beziehungsweise Stunt Enemy. So, jetzt haben wir es. Kann sie mal etwas machen. Und wir machen das hier. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, finde ich, wenn du jetzt so überlegst, okay, SAO, ist das selbst schon ein Spiel, Spieleserie? Ja, halt das Anime, okay, oder das Manga, aber trotzdem ist eigentlich selbst ein Spiel und jetzt davon noch irgendwie Spiele machen. Aber ja, wenn es halt etwas komplett anderes ist, beziehungsweise eine komplett andere Storyline, die kommen wir offenbar dann zurück, ja, ist natürlich was anderes. Und dann irgendwie gefolgt dann von Lost Song, offenbar, und dann Holo Realization und Fatal Bullet und so. Wie soll ich das nochmal erwähnen? Zum Zeitpunkt, wo jetzt dieser Part erscheint, wo ich noch aufnehme, was jetzt passiert. Thanks for coming. Ja, da sind sie mal hier. Und tschüss. Konnichiwa. Den helfen zu trainieren. Ja, zu dem Zeitpunkt ist es so, dass auch schon die Nintendo Direct vorbei ist. Da gab es eine, sagen wir es mal Mitte Februar. Und dort wurde halt auch, oder war es vor der Direct sogar, noch bin ich nicht mehr ganz so sicher, da wurden einige Spiele bekannt gegeben. Ich glaube, es war kurz davor oder kurz nach, keine Ahnung. Auf alle Fälle Holo Realization, auch wenn es ähnlich klingt, ist trotzdem ein anderes Spiel, erscheint für die Switch. Und Holo Realization, kann man soweit schon mal sagen, handelt eigentlich von Sword Art Online Origins. Also so gesehen eigentlich einer, ja, wie soll man sagen, ein Vorgänger von Aincrad, hier mit nur Leben und so. Beziehungsweise eine andere Art Version oder Beta-Version und so, wie es halt oftmals bei Spielentwicklungen der Fall ist. Und bevor die endgültige Version rausgeht, gibt es noch viele Änderungen. Das war offenbar bei Aincrad für SAO auch so. Und bei Holo Realization haben da halt eine eigene Storyline draus gemacht, ein eigenes Spiel. Warum es Holo Realization heißt, keine Ahnung, weil ich kenne es nicht. Und jo, ich meine, ich hatte ja vor, alle SAO-Spiele, also vor allem noch Lost Song und Holo Realization zu zocken. Und dachte mir dann so, okay, Holo Realization, Holo Fragment, ja, das eine Spiel kann das andere ja auch spielen. Und ja, keine Sorge, Holo Realization soll viel, viel besser sein als Holo Fragment, allein schon aus dem Grund, wie auch schon ein paar Mal erwähnt, dass Holo Fragment halt, ja,
die ganzen Ebenen zu clearen und so. Und die ganzen Gespräche mit Kirito, beziehungsweise mit Kirito und den Frauen um ihn herum und so. Quasi Fanclub-mäßig und so. Das ist. Ist dort natürlich anders. Level Up für Liefersan. Lieferchan. Jetzt überlege ich gerade, wann erscheint. Ich glaube, da ist es. War es jetzt Juni oder Juli? Wo Hollow Realization erscheinen soll. Weil Fire Emblem Freehouse erscheint. Das erscheint ja im Juli. Da war es Juni. Alter, ich habe echt keine Zahlendreher drin. Also mit Monaten. Naja. Wir haben also so überlegt, okay, also sag's mal so. Ich will eigentlich direkt nach Holofragment nicht noch ein SAO-Spiel spielen. Ich will erstmal ein bisschen Pause haben. Jetzt haben wir eigentlich schon Februar, wo dieser Part hier erscheint. Denkt man sich so, okay, bis Juni, Juli oder fast sogar September, wäre sogar noch ein bisschen länger her. Ist noch eine Weile hin. Ja schon, aber wenn ich hier nicht irgendwie groß oder schnell weiterkomme und sich das Projekt noch länger hinzieht, brauche ich dementsprechend noch länger, bis ich wieder Bock auf ein neues SO-Spiel hätte. Deswegen halt die Frage, ob ich Hollow Realization dann auch direkt auf der Switch Let's Playen soll. Nicht hier auf Steam oder so auf anderen Plattformen. Und dementsprechend dann noch vor Lost Song. Weil eben Hollow Realization wäre halt wieder so eine Welt ähnlich wie Eingrad, also ähnliches Kampfsystem und so. Und Lost Song ist halt eher so ALO-mäßig wieder. Also so wie Liefer halt, mit diesen ganzen Klassen und so, mit der ganzen Welt. Das natürlich schon cool ist und so, gar kein Thema, aber ich bin dann doch eher so ein bisschen der SAO-Fan. Naja. War nun mal so, ein bisschen das Ganze noch erwähnt. Doch, ich glaube, es kann sogar September gewesen sein, war? Im Juli wäre dann Fire Emblem Freehouse, aber ist ja egal. Wie gesagt, bis dahin ist noch viel Zeit. Was aber klar ist, dass ich hier ein bisschen hinmachen will. Mit Holofragment, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass noch irgendwie auf 100 Parts hochkommen. Trouble, okay. Meine Tür klopfen, super. AG-Punkte, dankeschön. So, was ist hier los? Das ist also dieses Sonnenmedaillon, das die Wahrsagerin meinte. Wo? Echt jetzt? Naja, in dem Falle. Was war das? 私の名は太陽のペンダント。ありがとう。私を見つけ出してくれて。Ein Anhänger der Quatschen. Es ist SAO, wieso frage ich überhaupt? その勇者たちにぜひ叶えてもらいたい願いがある。聞いてもらえるだろうか。 Bei Hilo hätte es mir jetzt weniger gewundert, aber hier bei SAO? Scheint so, als wäre die Quest noch nicht vorbei, wa? Okay, gehen wir. Sonne, Mond. Okay, ich meine, das Spiel erschien, glaube ich, 2012. Oder schon ein versteckter Hinweis auf Pokémon Sonne und Mond? Wer weiß, wer weiß. To see her once more, also das ist wohl ein weiblicher Anhänger, wa? Ja, also, hallo? Also wenn du schon willst, dass wir dir helfen, dann gib uns gefälligst ein bisschen mehr Informationen. Also eine schöne Scheiße. Ja, also, was hat sie gesagt?
陽のペンダントと月のペンダントはペアのアクセサリーなんだって。 Ja, gut, darauf wären wir jetzt auch gekommen. かつて名を馳せた若き天才彫金師が自分の覚え人のために作ったペンダントでね。2人はそれぞれ太陽と月のペンダントを首にかけて互いの愛を誓い合ったの。そして仲睦まじく暮らしていたんだけど、そんな幸福も長くは続かなくって、禁忌を犯し神に嫌われた2人はついに引き裂かれてしまったってことらしいの。 Warum haben sie sie verärgert? そう、そこはちゃんと話してくれなかったけど、彼女は神様の手によって天空の世界へとさらわれ、2人は決して会えなくなってしまったの。その時彼女の落とした月のペンダントが85層に落ちたんだって。2人はもう死んでしまったけど、思いのこもったペンダントを引き合わせれば彼らの寂しさも和らぐだろうって。 85. Ebene, also noch 3, wa? 絶対合わせてあげようね。 Ja. So ein Key-Item erhalten. Also beziehungsweise natürlich in 2 Ebenen noch. Wir sind dann bei Ebene 83, aber müssen die Ebene zuerst noch clearen. Also sind es doch wieder 3 Ebenen. Wobei, wenn die letzte auch erst clearen müssen, bevor wir das haben, ist natürlich ein anderes Thema. I mean you. So, gut, das heißt aber... Nani! Ich würde gerne diese Party auflösen und mit Aslan losgehen, weil mit Aslan hatten wir doch auch noch etwas im nächsten Schrein, soweit ich mich erinnere. Unabhängig davon, welcher es ist, einfach im nächsten Schrein. Und das finde ich ja zum Schreien. Ja, wo ist sie überhaupt? Schatzi! Nee, Asna, wo bist du? Mann. Klein, was machst du da? Ich glaube, ich nehme für Bosskämpfe künftig einfach nur noch Stria, weil die ist so übelst mächtig und so cool drauf. Oh, Sidika. Nochmal eine Sidequest? Nee, das trage ich jetzt nicht. Liz? Naja, wo ist Asna? Hallo? Wo ist sie? Oh. Ist da irgendwo versteckt oder was? Yoshi? Nicht Yoshi. Yoshi passt hier doch nicht rein. Oh, da ist sie ja. Form a party! We need a party! Don't believe in it's a party! So. Also, das heißt für uns jetzt am Schnelldurchgang zurück auf Ebene. Use Teleport Gate. Use Teleport Gate zu Ebene 83 Dulva. Go to Exio. Jo. Gut. Haben wir soweit. So, dann wollen wir doch mal, wa? Ah, 400.000 Kohl, cool. Ja, das kann man gebrauchen. Das nächste Areal. Hier waren wir auch noch nicht. Warte mal, hatten wir irgendwie etwas bei Quest noch? Ja, die ist zwar noch hier in Back My Memories. Nicht die, oder? Nee. Die sowas droppen würden? Nee, auch nicht. Okidoki.
Und im nächsten Bereich. Oder auch nicht. Weil ich einfach doof bin. Hä? Ja, Pilze. Riesen. Ja, sind Pilze. Vielleicht kann man sie essen, vielleicht sind sie giftig, whatever, aber es sind Pilze. Ist wieder hier. Langsam sicher ein bisschen verwirrend. Okay. Ja, 4 Teleport-Kristalle. Sehr gut. Ah, Moment. Da haben wir auch noch etwas. Ja, servus. Mr. Mandrake, was geht? Okay, ich wollte gerade das Skill einsetzen. Weg. So, jetzt schon wieder viel zu viele. Dann die Map. Okay, okay. Also Pilz nimmt noch ein bisschen verwirrend, finde ich. Wow. Ich kann einfach nur die Pilze durchgehen, an schlecht. Je gut. Kirito, der Pilzdurchgeher. Meinen wir noch falsch. Wobei. Was haben wir hier Schönes? Ah, oh, nicht euer Ernst, oder? Das ist nothing else hier. Gut, es steht zumindest nicht, dass man irgendwie warten muss oder so, noch ein paar Tage. Also könnte es doch sein, dass es noch andere Spots gibt, wo es die häufiger zu finden gäbe. Wäre zumindest nett, oder dass ich irgendwie nur den Wald schnell verlassen muss und reingehe. Oh, wir sind aus dem Wald raus. Jetzt spielt sich der Pfad plötzlich. Mal schauen, was wir jetzt machen. Also mal ganz kurz zurückgehen zum Gucken. Kann ich da vielleicht dann noch etwas machen? Wäre zumindest ganz nett, wenn ich da nochmal ein paar Aufnahmen sammeln könnte. Was mit den Pilzen los ist, keine Ahnung. Ja, ja, es war hier drüben. Lalala. So. Boah. Ihr wisst ja, in solchen Situationen könnte es einem das Spiel ja auch ein bisschen angenehmer gestalten. Aber nee, es streckt sich noch nicht genug. Über die restlichen 25 Ebenen. Nee, man muss das Spiel noch weiter strecken. So, geht's sonst irgendwo hin? Da sind ein paar am Fighten. Gegen die weisen Bäume des Waldes. Die kaputten Bäume des Waldes. Nö, nix Kirito-kun. Oh, wieder so ein starker. Dann mit ein paar. Wir müssen ein paar Goblins vom Flach machen. Ja, aber nichts gebracht. Die Map gehen wir gerade aus. You there, Did something happen? A bubble. In einer Falle gefangen? Was sollen wir tun? Briefly. Okay. Der Beastman. Okay, wir müssen auf den Anführer ausschalten. Josh! Exeter, sei so! Oder so.
Die gefangenen Spieler sind irgendwo hier. Hey, Goblin! Mal ganz kurz. Nicht Map, sondern Quest. The Goblins Roar. Split und Spears von Goblins. Ja, doch, von Goblins. Aber eben Speere. Was heißt, Schwerkämpfe kriegen wir die natürlich eher weniger. Oh, man weiß ja nie. Cool, wa? Ja, das war zu spät geswitcht. Das war ein Schwertkämpfer, aber kein Speerkämpfer. Verdammte Hacke. Und tschüss. Bringt das auch nichts. Ah, da ein Schwerkämpfer. Gut, Schamane eigentlich, aber scheiß drauf. Ich würde sagen, der überlebt. So, 5 von 5, wir haben's. Oh Mann. Asna, nicht übertreiben! Er ist nur ein kleiner Goblin! Er war ein kleiner Goblin. Key-Item. Faszinierend. Finde ich auch interessant, dass sie die Spieler hier auf den höheren Ebenen noch gefangen nehmen, mit denen wir direkt umbringen, weil, ja, je höher die Ebene, desto gefährlicher eigentlich, oder? Let's go find them. Okay, let's hurry. Kann ich trotzdem aufmachen? Weil er hat noch einen Schlüssel. Okay, war doch was anderes. Truhe kann ich nehmen, den Rest war auch nicht mehr. Traders District Key. Ja, das könnte es doch sein. Ernsthaft? Mann, Mann, Mann. Okay, Leute, wie wir es genau weiter versuchen, zumindest. Ja, ein bisschen was gibt es noch zu tun hier. Das erfahren wir wieder in der nächsten Episode zurück bei SAO Re-Holo Fragment. Bis dahin, ciao, ciao.